Wieso soll Gott etwas bekommen? Ich habe Kollegen nicht von der Kirche, die sagen, Freikirche ist etwas Cooles, da gibt es keine Kirchensteuer. Jeder kann ja geben, was er Bock hat. Es gibt aber auch viele Leute, da hört man so, ja, die Freikirchen mit dem Zehnten, 10% muss man in die Kirche geben. Spinnen, die haben irgendwie nicht alle Schlüssel in der Schüssel. Wieso soll Gott etwas bekommen, das ich mit meiner eigenen Kraft, mit meinem Leben, in meiner Zeit erarbeitet habe? Ich kenne Christen, die sagen, okay, so der Zehnte ist etwas Pharisäisches. Ich schaue ganz genau, dass es wirklich auf den letzten Rappen stimmt. Dann ist gut. Und dann denken die manchmal so, ja, wenn jetzt jeder, sie überlegen dann, ja, wie viele gibt es, wenn jeder genau 10% geben würde, wie könnte es dann ausschauen mit unseren Gemeindefinanzen und so weiter. Und auf der anderen Seite habe ich schon gehört, Christen, die sagen, es ist sowieso genug Geld da, das funktioniert alles schon irgendwie. Also ihr seht, wir sind an einem richtig heißen Thema. Wieso sollte Gott etwas bekommen? Und wir steigen da ein in diesen Text. Das ist ein Thema in Maleachi, wo wir unterwegs sind. Es startet nach einem anderen Punkt. Aber das Spannende ist, bei Gott funktioniert dieses Denken völlig anders. Völlig anders. Und das wollen wir zusammen heute entdecken. Also es geht ums Eingemachte. Seid ihr bereit? Freut ihr euch auch? Ja? Okay, finde ich super. Finde ich super. So, lasst uns hineingehen in diesen Text heute. Wir sind ja in Maleachi unterwegs. Wir müssen uns so diese Situation vorstellen, wo wir sind mit diesem Volk. Wenn wir ins Maleachi 1 hineingehen. Also das Volk Israel, das eigentlich zu Gott gehört. Sie sind zurückgekommen aus dem Exil. Sie waren 70 Jahre lang, ein großer Teil des Volks, nicht im eigenen Land, sondern in der Fremde. Gott hat sie zurückgeführt und da war so richtig eine Euphorie da. Da war eine Begeisterung da. Gott hat uns zurückgeführt, jetzt geht es wieder los. Und sie haben den Tempel aufgebaut und haben wieder eingeweiht. Das war ja für die Israeliten mega wichtig, so dieser Tempelskult. Das hat bedeutet, Gott ist jetzt hier mitten unter uns. Er ist in unserer Gegenwart, oder? Und haben da mit Nehemia die Stadtmauern aufgebaut und haben so richtig Freude. Ja, wir haben wieder unsere Stadtmauer. Sie haben mit Gott den Bund erneuert. Das ist sehr spannend, Nehemia 10,30. Sie versprechen da Gott und machen einen Eid und schwören sogar, wir wollen alle Gebote des Herrn sorgfältig halten. Also man spürt so sorgfältig, nicht einfach, weil man muss oder so, sondern es bedeutet ihnen etwas. Sie wollen es gerne machen, freiwillig. Im Psalm 126 lesen wir, Vers 1 und 2, als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Juhu! Es war richtig eine gute Atmosphäre. Wie Träumende, ich finde das so schön. Und dann ist aber einige Zeit vergangen, die nächste Generation ist gekommen, vielleicht nochmals eine Generation, so genau weiß man nicht, aber man weiß, irgendwie war plötzlich die Euphorie verschwunden. Die waren zwar immer noch da, aber immer noch unter persischer Fremdherrschaft. Der Messias ist irgendwie nicht gekommen. Das ist irgendwie nicht ein großes Königreich oder so etwas. Wie wir lesen heute im Text, hatten sie offensichtlich Probleme mit Trockenheit, mit Missernten, mit Schädlingen. Und irgendwie war so wirklich der Wurm drin, sogar wortwörtlich. Und in dieser Situation war das Volk damals. Eigentlich machten wir schön brav unseren Tempeldienst, wir bringen sogar unser Geld zum Tempel und so weiter, aber irgendwie ist das alles, das funktioniert alles nicht so richtig. Das ist die Stimmung, wo wir da so mittendrin sind und wo Maleachi zu den Leuten spricht. Und wir steigen ein, Maleachi 2, Vers 17. Kann man zu Hause schnell die Bibel hervorholen oder auch hier mitlesen natürlich. Da heißt es, ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten. Die Leute fragen sich, hä? Doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Sie bekommen eine Antwort. Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er gefallen. Oder wo ist denn der Gott des Gerichts?
Mit anderen Worten, sie sagen, wir mühen uns irgendwie ab, aber Gott schaut gar nicht. Egal, ob man gut lebt und schön brav sein Geld noch in die Kirche bringt oder weiß auch nicht, was für Dinge tut. Oder ob man völlig böse lebt. Gott schaut gar nicht, es geht uns sowieso schlecht. Warum sollen wir uns um Gott kümmern? Und sie sagen sehr provokativ, wo ist denn der Gott des Gerichts? Ich frage mich, wollen Sie den Gott des Gerichts sehen? Heute denkt man ja, es gibt ja gar kein Gericht oder so etwas. Viele Menschen denken, wir müssen nie vor unserem Schöpfer Rechenschaft ablegen. Das ist heute Mode. Aber die haben damals gesagt, ja, wo ist denn der Gott des Gerichts? Soll er doch endlich mal hervorkommen? Ein bisschen mutig, finde ich, oder? Und wir beginnen so zu überlegen, schon im 5. Mose hat Gott das Volk gewarnt und hat gesagt, wenn ihr denn in diesem Land wohnt, wenn ihr alt eingesessen seid, das ist das Wort, das dort steht, wenn ihr dort sitzt und es euch vorkommt, das wäre es schon immer so gewesen irgendwie, passt auf, dass ihr den Herrn nicht reizt. So hat er sie gewarnt, sonst wird er euch rauswerfen oder euch vernichten. Und wir fragen uns, also überlegen wir mal, die sagen, wo ist denn der Gott des Gerichts? Wieso ist denn der Gott des Gerichts noch nicht gekommen? Was würdet ihr sagen? 2, 3 Meinungen. Wieso ist er noch nicht gekommen? Barmherzig ist? Langmütig, weil es noch nicht Zeit ist? Geduldig, Gnadenzeit? Das ist eigentlich eine Chance, dass er noch nicht gekommen ist, oder? Irgendwie haben die das nicht so gesehen. Die haben gedacht, jetzt soll doch endlich mal irgendwie etwas passieren. Und Maleachi macht sie da schon darauf aufmerksam, dass sie eine kurze Sicht haben und dass Gott eine größere Perspektive hat. Wir lesen weiter, Maleachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Den ihr sucht, der kommt dann plötzlich. Interessant, oder? Jetzt werden hier plötzlich von Maleachi so verschiedene Leute ins Spiel gebracht. Gott hat schon einen Blick. Siehe, Gott sieht schon. Er hat schon einen Plan. Und es wird dann soweit sein, dass er mal einen Boten senden wird, der vorne hergehen wird. Wir können heute so gemütlich zurückschauen. Damals dauerte es noch 300 Jahre und wir schauen zurück. Da war der Johannes der Täufer. Da hat Gott wirklich einen geschickt. Der Bote war, der Rufer in der Wüste. Und was hat er gemacht? Er hat gesagt, macht euch bereit, tut Buße und kehrt um. Weil bald kommt derjenige, auf den ihr wartet. Macht euch bereit. Ich denke mir so, ja. Das ist genau das. Wo ist der Gott des Gerichts? Achtung, macht euch bereit, jetzt kommt er. Tut Buße bedeutet, ich kehre mein Herz zu Gott um. Es ist noch Gnadenzeit, es ist Zeit, wo ich zu Gott mich hinkehren kann. Dann wird hier auch erwähnt, dass nach diesem ein anderer kommt, der Herr, der Adon, dem der Tempel gehört, also Gott selbst wird kommen, der Bote des Bundes. Damals haben sie gewartet. Heute schauen wir zurück und sehen, Jesus ist gekommen, Gott selbst ist gekommen auf diese Welt. Jesus war in seinem Tempel, hat ihn gesäubert, leergeräumt, aber er hat auch den Vorhang zerrissen. Als Jesus gestorben ist, ist der Vorhang aufgegangen. Ein Zeichen, dass Zugang ist zu Gott für jeden, der an Jesus glaubt. Was für eine segensvolle Verheißung. Der Herr, er selber kommt. Der Bote des Bundes. Jesus hat den alten Bund erfüllt, der schon im Alten Testament dem Volk Israel gegeben war, den Vätern gegeben war. Der alte Bund hat Jesus erfüllt und den neuen Bund hat er dem Menschen geschenkt. Der Herr des Bundes. Was für ein schöner Bund wir heute haben dürfen, dass Jesus uns einlädt, Nähe zu Gott zu haben, Beziehung zu Gott zu haben. Und zwar nicht, weil wir es verdienen, sondern weil er es am Kreuz für uns verdient hat. Was für ein wunderbarer Bund, dass wir das Geschenk von Jesus annehmen dürfen und zu ihm gehören dürfen, auf ihn hingerichtet sein können. Es ist spannend, im 2. Korinther 3,6 wird beschrieben, dass der alte Bund der Bund des Gesetzes ist. Oder wir sind hier im Maleachi-Text.
ihr habt ein Gesetz bekommen. Haltet euch doch daran. Und sie haben so feierlich den Eid abgelegt. Wir wollen das auch. Aber irgendwie ist es nicht so gut gegangen. Und dann wird der neue Bund beschrieben als der Bund, der auf dem Heiligen Geist beruht. Das bedeutet, der neue Bund beruht darauf, dass Gott in jedem, der an Jesus Christus glaubt, Wohnung nimmt, hineinkommt, durch den Heiligen Geist ganz nahe ist. Was für ein unendlicher Segen dieser neue Bund ist. Aber irgendwie warnt dieser Malachi auch die Leute. Er sagt, plötzlich, Achtung, plötzlich ist es dann soweit. Plötzlich! Nicht lange Vorankündigung. Wir schauen zurück und wirklich plötzlich lag dieses Kind da in der Krippe im Stall von Bethlehem und niemand hat es erwartet, oder? Plötzlich war es da. Es ist auch eine so, Achtung, macht euch bereit. Wir reden nicht groß, oh, wo ist der Gott des Gerichts und so weiter, sondern macht euch bereit. Plötzlich kommt er. Wir fragen uns jetzt vielleicht, ja gut, dieser Jesus ist gekommen. War das dann Jesus des Gerichts? Hat er wirklich so Gericht gebracht? Wir lesen weiter da im Malachi mal, wie es da heißt. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Zwei interessante Bilder, das Feuer des Schmelzers, der Eisen schmilzt, oder? Oder das Laugensalz von Wäschern, mit Laugensalz, mit Lauge die Wolle waschen. Was ist das Ziel von diesen Aktivitäten? Kurze Umfrage. Läutern? Dass es rein ist? Ja? Dreck weg? Also das Ziel ist, dass das Gute nachher hervorkommt, oder? Das Schlechte weg ist, finde ich eigentlich ein sehr schöner Gedanke. Das, was stört. Also so eine Wolle vom Schaf, oder? Und dann plötzlich ist sie ganz schön. Weiß. Oder plötzlich ist das Gold da und das Silber da. Die Schlacke ist weg. Das ist ein mega schönes Bild eigentlich. Wir denken immer, Gericht ist so etwas Böses, Gemeines oder weiß auch nicht, oder Brutales. Aber eigentlich etwas Schönes. Das Gute kommt hervor. Es gibt diese spannende Story von Jesus. Er war da unterwegs und er hat einen Blinden geheilt, der seit Geburt blind war. Und die Pharisäer waren da irgendwie aufgewühlt von dieser Situation. Die haben den dann aus der Synagoge rausgeschmissen und so weiter. Und Jesus hat ihn dann gesucht und mit ihm gesprochen. Johannes 9, Vers 39. Und Jesus sprach, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Ich kann mir vorstellen, dieser Blinde, der geheilt wurde, zu dem Jesus diese Worte gesagt hat, der denkt, ich war blind und jetzt sehe ich plötzlich, ja, Jesus ist gekommen, um mich sehend zu machen. Aber da spricht der Jesus noch von einem anderen Sehendwerden. Das geht irgendwie tiefer, das geht ins Herz. Das muss irgendwie etwas Geistliches zu tun haben. Und tatsächlich ist es so, es gibt so viele Menschen, die denken, ich habe den Durchblick. Ich weiß genau, wie das funktioniert mit dem Gott und mit dem Leben und woher man kommt, wohin man geht und so weiter. Und Jesus sagt, eigentlich seid ihr blind. Und Jesus sagt, es gibt Menschen, die sagen, ich bin blind. Ich habe doch diesen Durchblick nicht, ich sehe doch nicht so weit. Ich brauche Jesus. Er schenkt mir doch alles, was ich brauche und hat eine Perspektive für mich an einen Ort, wo ich keine Ahnung habe, wie ich da hinkomme. Wo nur Jesus der Weg kennt oder selber der Weg ist. Jesus sagt, diese sind sehend. Und interessant, zum Gericht bin ich gekommen, damit die Nichtsehenden sehend werden, die Sehenden nicht sehend. Zum Gericht bin ich gekommen. Ein Gericht, das eigentlich könnte man kurz sagen, wenn wir an Jesus glauben und uns von ihm leiten lassen, plötzlich werden wir sehend. Und wenn wir das nicht wollen, dann sind wir automatisch schon gerichtet. Das ist auch so ein Bild, das Jesus hat. Ich bin nicht gekommen, um Gericht zu bringen, sondern die nicht wollen, die sind schon gerichtet. So quasi ein Selbstgericht. Plötzlich wird kommt das Schöne hervor, geht das andere weg.
Nicht, weil wir den Durchblick haben, sondern weil wir zu Jesus kommen und er uns rein macht, oder? Weil er uns die Schuld und Sünde vergibt. Es geht dann weiter in Maleachi, Vers 3. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Irgendwie hat es Erfolg, also es wird aufgehen, es wird Leute geben, die lassen sich reinigen. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. Also die Reinigung wird funktionieren und wenn wir hier diese Prophezeiung quasi lesen und daran denken, was Jesus gemacht hat, wie er das Gericht gebracht hat, wir können natürlich auch weiterdenken an eine zweite Stufe der Erfüllung, wenn Jesus dann wiederkommen wird, wie es dann sein wird, aber offensichtlich funktioniert das, man kann zu Jesus kommen, man kann gereinigt werden und es wird Gott gefallen. Aber es ist auch so ein Aufruf, sich zu prüfen, plötzlich, komme der Herr des Gerichts. Bin ich denn geläutert? Bin ich gereinigt? Und da hat dieser Prophet, für die ihm zugehört haben, mal eine deutliche Auflistung. Und ich werde auch noch euch herantreten zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, gegen die Ehebrecher und gegen die Falschschwörenden und gegen solche, die den Lohn des Tagelöhners drücken, die Witwe und die Waise unterdrücken und den Fremden wegdrängen und die mich nicht fürchten, spricht der Herr der Heerscharen. In diesem, die mich nicht fürchten, ist eigentlich alles zusammengefasst, oder? Die nicht auf Gott ausgerichtet sind, versuchen seine Ehre zu suchen, sondern auf sich. Oder die denken, ja, wo ist denn dieser Gott des Gerichts schon? Und ich denke mir so, wenn die Israeliten, die in diesem alten Bund des Gesetzes waren, schon wegen ihrer Halbherzigkeit gewarnt werden, wie viel mehr sollen wir dann diese Warnung auch hören, die wir erfüllt vom Heiligen Geist leben, in denen Gott zu Hause ist. Ich finde es spannend, was da auch für uns diese Sätze bedeuten können, für uns, die wir Jesus nachfolgen. Jesus selber, wenn wir daran denken, dass er wiederkommt, lesen wir darüber in 2. Petrus 3, Vers 10, doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Wir dürfen uns fragen, ehre ich mit meinem Leben Gott? Bin ich bereit, wenn dieser Jesus plötzlich wiederkommt in Herrlichkeit? Wenn das, was ich jetzt glaube, ich plötzlich vor Augen sehe, wenn ich diesem Gott, meinem Schöpfer, gegenübertreten kann. Diesem Jesus, der für mich am Kreuz gestorben ist. Ich überlege mir dann, ja, ehre ich mit meinem Leben Gott? Ist es würdevoll? Entspricht das dem, was erwartet wird? Und ich kann so diese Liste von Maleachi, die kann ich ruhig auch mal für mich so in Anspruch nehmen. Da wird von Zauberern berichtet, dass ich sage, gut, all diese Dinge, die auf übernatürliche Mächte ausgerichtet ist, aber nicht auf göttliche, die tue ich weg. Die tue ich weg. Alles, was mit so Esoterik zu tun hat, was mit dem Horoskop zu tun hat, was mit irgendwelchen Engelskarten zu tun hat. Oder auch, frage ich mich, ist es zu viel gesagt, wenn so die Zaubereien, die viele Kinder verzaubern und Erwachsene von Harry Potter zum Beispiel, wenn ich sage, das tue ich weg. Das ehrt nicht Gott. Das ehrt vielleicht andere Mächte. Oder ist es übertrieben, wenn man sagt, so diese dämonischen Pokémon-Wesen will ich nichts zu tun haben, tue ich weg. Zaubereien tue ich weg. Ja, auch andere Dinge werden hier erwähnt. Ehebrecher. Jesus sagt, wenn wir mit unseren Augen begehren, was wir nicht sollten, das tue ich weg, das will ich nicht. Falsch schwören, tue ich weg. Die Angestellten ausnützen, andere ungerecht behandeln, wenn ich Verantwortung habe, das tue ich weg. Arme runtermachen, groß schwatzen, die sollen doch mal arbeiten oder was auch immer, ohne ihre Geschichte zu kennen. Solche Dinge, das tue ich weg. Den Fremdling
verdrängen. Dumme Sprüche über Ausländer, Asylanten. Andere mobben, ausgrenzen. Das tue ich weg. Und es ist so spannend, der Malachi hat ja gesagt, Achtung, der kommt plötzlich. Und im 2. Petrus lesen wir genau das Gleiche. Achtung, Jesus kommt ein zweites Mal wieder und wie ein Dieb in der Nacht. Plötzlich. Wenn man am wenigsten daran denkt, ist es für uns eine Aufforderung zu überlegen, bin ich bereit, wenn Jesus wiederkommt? Lebe ich so, wie ich gern Jesus gefallen will? Oder gibt es Dinge wegzutun? Und jetzt kommt eine zweite Szene bei Malachi ins Spiel und es ist spannend. Malachi greift da einen Punkt auf, der offensichtlich sehr die Leute getroffen hat. Ein Prüfstein, der sie herausgefordert hat. Da lesen wir jetzt weiter. Das ist, ich glaube, auch ein guter Prüfstein für uns. Seid ihr bereit für diese zweite Szene? Malachi 3, Vers 6. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht, deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Also ich finde, es beginnt so wunderbar, diese Szene. Gott sagt, ich verändere mich nicht. Am Anfang des Malachis, vielleicht erinnert ihr euch, hat Gott ihnen gesagt, ich habe euch geliebt. Von Jesus heißt es, ich bin der Anfang und das Ende. Er ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Auf Gott ist Verlass, auf seine Liebe ist Verlass. Dass er sich nicht ändert, ist Verlass, aber die Menschen, die ändern sich. Einmal sagen sie fromm, ja, wir machen einen Eid, wir machen alles, was du sagst, Gott. Und dann rufen sie, ja, wo ist der Gott des Gerichts und so weiter. Also manchmal denke ich meine das Volk Israel, oder? Da kommt Gott und zieht sie zu sich und sie kommen und folgen ihm nach und dann gehen sie wieder weg und Gott gibt ihnen nochmal seine Chance und sie kommen wieder und Gott sagt, komm doch wieder zurück zu mir und nochmals und nochmals und nochmals. Also wenn Gott ein Mensch wäre, hätte man ihm schon längst geraten, lass das einfach mit denen. Du musst dich doch nicht für blöd verkaufen. Wenn sie nicht wollen, selber schuld. Aber Gott verändert sich nicht. Es ist Zeit, zu Gott zu kommen und umzukehren. Und das bis heute. So schön. Und dann geht es weiter im Vers 7. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen. Ihr habt euch immer geändert und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir. So will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Heerscharen. Mega hoffnungsvoll, oder? Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch Zeit, kommt. Und dann passiert etwas Wunderbares, ich werde mich euch zuwenden. Das ist der größte Segen, den man haben kann, oder? Gott mit uns. Gott in uns. Aber die Leute da haben es offensichtlich irgendwie langsam gehört. Ja, immer da von dieser Umkehren, Buße tun, umkehren. Haben wir langsam gehört, wenn wir da weiterlesen. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Sie bekommen eine Antwort. Darf ein Mensch Gott berauben, wie er mich beraubt? Aber ihr fragt, ja, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und in den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr, das ganze Volk. Also irgendwie haben die gedacht, wir machen es doch gut, wir bringen ja unseren Zehnten, wir bringen irgendetwas zum Tempel und wahrscheinlich haben sie irgendetwas gebracht. Aber so, wie es ihnen gepasst hat, oder? Ja, ich bringe ja alles, aber was zu Hause im Vorratsschrank ist, das muss man ja nicht allen erzählen. Gott schaut dir sowieso nicht, oder? Er schaut dir sowieso nicht. Irgendwie haben sie Gott so betrogen, haben so ihre eigenen Wege gesucht und gefunden. Da hat Gott ihnen eine spannende Aufforderung. Bringt den Zehnten ganz ins Vorratshaus, ganz. Damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch. Dadurch spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreichen Fülle herabschütten werde. Ich finde das cool, Gott sagt, prüft mich doch. Wenn ihr es schon nicht glaubt, probiert es wenigstens aus. Spornt das Volk so an. Sagt er, dass ich nicht das Himmelsfenster öffne. Ich denke mir manchmal, das Himmelsfenster, das kann man hier wirklich wörtlich verstehen.
oder? Dass wieder der Regen kommt und die Ernte wieder Ertrag bringt. Vers 11. Und ich will für euch den Fresser, das ist ein Schädling gemeint, schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt. Und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Heerscharen. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Heerscharen. Mit anderen Worten, Maleachi bringt dem Volk einen Prüfstein. Ihren Wohlstand, ihren Besitz, wie sie damit umgehen. Und er trifft damit bei ihnen voll ins Schwarze. Ich habe gedacht, wie ist das für uns, wohlhabenden Schweizer? Dieser Prüfstand des Besitzes. Das ist schon gut geeignet, um unser Herz zu prüfen, oder? Vielleicht für die einen auch manchmal ein Box in die Magengrube. Und ich weiß nicht, wie es jetzt euch geht. So dieser berühmte Text, wo es um den Zehnten geht. Vielleicht denkt der eine oder andere, oh, jetzt kommt wieder dieses Thema oder so. Oder vielleicht denkt der eine, oh, ich gebe ja schön meinen Zehnten die ganze Zeit in die Kirche und zu Missionaren und so. Ah ja, da sollen jetzt die anderen hinhören. Ja, ich habe darüber nachgedacht, da haben wir dieses System des Zehnten und so weiter im Alten Testament. Das war ein komplexes System. Der größte Teil war für den Dienst im Tempel, dass das gut lief. Es gab aber auch einen Teil für arme Leute, der denen zugekommen ist. Und ein Teil war dafür bestimmt, auch Feste zu feiern für Gott, bei Gott, um Gott Ehre zu geben beim Tempel. Wie ist das denn heute? Was sagt Jesus dazu? Und wisst ihr was? Der Zehnte, das ist für Jesus ist das Pipifax. Bei Jesus ist das eine kleine Nummer. Der Zehnte, das geht irgendwo unten durch. Ganz interessant. Also wenn wir im Neuen Testament lesen, erstens gibt es keine verbindliche Zahl, wie viel Christen spenden sollten oder irgendwie so. Ich persönlich finde so diese Idee mit 10% gar nicht schlecht. Ich finde die recht gut. Und es ist auch ein Segen verheißen. Und ja, Jesus nimmt das Thema auf. Er kritisiert einerseits die Pharisäer, sagt, Leute, ihr macht wegen all diesen kleinen Kräutchen hier, wegen all diesen minzigen Gewürz, macht ihr so ein Aufheben wegen des Zehnten, dass jedes 10. Blättchen, also ich weiß nicht genau, wie die das gemacht haben, ihr übertreibt, ihr habt vergessen, worum es wirklich geht. Es geht um Gnade und Barmherzigkeit. Aber lasst das andere nicht. Lasst das andere nicht. Das sagt Jesus in Matthäus 23, 23. Aber Jesus hat einen ganz anderen Anspruch. In Lukas 14, Vers 13 sagt Jesus, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Jesus spricht nicht von 10% und auch nicht von 20 und auch nicht von 30. Er spricht von 100. Allem entsagt. Vielleicht denkt der eine oder andere, jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es da ganz schwierig. Es gibt diese Begebenheit mit dem reichen Jüngling, Matthäus 19. Der hat plötzlich gemerkt, Jesus geht um alles. Und mein Herz kann das nicht und ist traurig weggegangen. Vielleicht denkt es der eine oder andere, jetzt spinnen die langsam, so zu reden. Das geht ja gar nicht. Vielleicht ist jetzt der eine oder andere völlig schockiert. Die Jünger waren das auch, die haben gesagt, aber Jesus, wenn das so ist, wie soll ein Reicher dann in das Himmelreich kommen? Oder einer mit viel Reichtum. Manchmal denke ich, man ist reich und wird dumm, weil man nur so auf den Reichtum fokussiert ist. Die Jünger haben gesagt, wie soll das gehen? Und Jesus sagt, das ist nicht möglich. Für Menschen ist es nicht möglich, aber bei Gott ist es möglich. Also dieses Wunder geschieht, dass auch reiche Leute ihr ganzes Herz Jesus geben. Es ist möglich, aber es ist eigentlich ein Wunder. Und es geht uns vielleicht ganz ähnlich wie den Leuten bei Maleachi, oder? Maleachi hat dieses Thema mit dem Zehnten ins Spiel gebracht.
und hat gesagt, hier könnt ihr euer Herz prüfen, was wirklich steht. Und ich glaube, für uns ist es genauso, wenn wir über unseren Besitz, über unser Geld, über das, was wir uns verdienen, egal ob es ein Lehrlingslohn ist oder ein großer Lohn oder was auch immer, hier können wir unser Herz prüfen. Und Jesus denkt da ganz anders an diesem Thema. Er denkt nicht, gib du deinen kleinen Teil und dann hast du deine Pflicht erfüllt. Darum geht es nicht, sondern Jesus geht es darum, ihm alles zu geben. Er hat einen ganz anderen Blick auf dieses Thema. Manchmal denken wir dann so schnell, ja, jetzt lesen wir diese Maleachi-Stelle. Prüfen wir gut, ich gebe meinen 10. Teil in die Kirche oder wo auch immer. Dann wird er mich segnen. Dann schaut er dann schon, dass der Wohlstand kommt, dass ich genug von allem habe, dass mir nichts mangelt und dass ich schöne Ferien habe. Und schon wieder sind wir in diesem Denken drin, oder? Ich bekomme, Gott muss für mich schauen. So wie ein Automatismus, ich gebe einen Teil und dann muss dann Gott für mich schauen und mir geben. Ja, verheißt seinen Segen. Das ist ein Segen von Gott. Ich denke, es hat auch einen materiellen Aspekt. Gott schaut für uns auf der Erde. Aber es ist noch viel, viel mehr. Also wenn man nur so denkt, ist Segen viel zu kurz gedacht. Der größte Segen ist, wenn sich Gott uns zuwendet. Wenn wir nahe sein können zu Gott. Wenn die Mauer zwischen uns abgebrochen ist. Wenn der Vorhang verrissen ist. Wenn wir mit Gott zusammen sein können. Das ist der Segen, oder? Gott wird sich wieder zuwenden. Ich habe offene Arme für euch. Ich bin da für euch. Kommt zu mir. Ich bin doch da. Ich habe mich nicht geändert. Das ist Segen. Wir hatten vor kurzem eine Predigt mit Dani Rath, der hat das so schön erklärt, was Segen bedeutet. Güte und Nähe und Gemeinschaft Gottes unmittelbar empfangen. Und er hat dann auf Galater 3,14 hingewiesen, wo erklärt wird, was der Segen Abrahams bedeutet, nämlich den Heiligen Geist zu empfangen. Gott in uns, das ist Segen. Also Gott denkt irgendwie völlig anders. Wenn wir sagen, okay, Jesus, ich will dir alles geben, oder alles gehört dir, alles. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, anerkennen wir damit sowieso, was schon eine Realität ist. Es gehört alles Gott. Gott hat es ja gemacht. Es gehört uns ja gar nichts. Es gehört alles Gott. Und wenn wir denken, ich kann Besitz von etwas ergreifen, ist das eigentlich das stimmt gar nicht. Es geht ja alles wieder verloren. Am Schluss gehen wir wieder Blut von dieser Welt, wie wir gekommen sind. Gott hat ein völlig anderes Bild. Er hat das Bild von Verwalter. Er vertraut uns seinen Besitz an. Und das ist eine schöne Verantwortung, oder? Er gibt uns, damit wir es verwalten dürfen. Aber es gehört nicht uns, es gehört Gott. Das ist das Bild, was Gott hat. Wir haben vor einiger Zeit eine Predigt gehabt, wie wir mit unserem Geld dann umgehen sollen, über das Thema Hingabe. Ich habe da so dieses so Seilbändli gezeigt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, das kommt da immer so gefahren. Genau. Und die Grundlage ist, das ist ein ganz anderes Denken, oder? Nicht ich besitze, Gott besitzt. Aber er vertraut mir an und ich darf Verwalter sein. Ich habe das da dann aufgeschlüsselt, was die Bibel uns lehrt, wie wir gute Verwalter sind. Das Erste ist, diese Erstlinge einfach Gott zu geben. Also wenn wir hier von Maleachi lesen, von diesem Zehnten, von diesem Hebopfer, das erwähnt war, dann ging es darum, den ersten Teil von der Ernte, von dem, was man hat, den ersten Teil Gott zu bringen. Und wenn wir das machen auch, das ist so etwas Wunderschönes, wenn wir sagen, wir bringen unseren ersten Teil zu Gott, oder nicht das, was am Schluss vorig bleibt, sondern den ersten Teil bringen wir Gott und bringen damit zum Ausdruck, erstens, es gehört dir alles. Und zweitens, ich vertraue mich ganz dir an. Ich habe meinen Halt nicht im irdischen Besitz, sondern in dir, Gott. Und deshalb bringe ich das Erste dir zurück. Du darfst auch über den Rest verfügen. Das ist ein Statement, der erste Teil, Gott bewusst zu weihen. Das Zweite war eine verantwortungsvolle Verwalterschaft. Die Bibel lehrt uns, dass wir für unseren täglichen Unterhalt sorgen sollen, dass wir keine Schulden machen sollen, dass wir auch genug
sein lassen sollen und dass wir aber auch vorausschauend Verwalterschaft betreiben sollen. Das sind so biblische Prinzipien. Und das dritte war, dass wir einfach auch großzügig sein sollen. Dass wir Gott immer wieder fragen, Gott, du gibst mir so vieles. Du vertraust mir das an. Wir können jetzt vom Geld reden, oder? Aber wir können auch vom Haus reden, vom Auto, von der Zeit, die wir haben, von der Lebenskraft. Manchmal ist das viel, manchmal auch wenig, aber Gott schenkt uns jeden Tag neues Leben, solange wir hier sind. Und dann kommt noch das ewige Leben dazu. Wir konnten Gott immer wieder diese Frage stellen, wie kann ich mit dem, was du mir anvertraust, ein guter Verwalter sein? Und dann lesen wir in 2. Korinther 9, Vers 7 diese schönen Worte, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Also wenn du jetzt heute nach Hause gehst und denkst, ich muss mein Auto der Kirche spenden, nein, du musst nichts. Du musst nichts. Aber vielleicht hast du ein fröhliches Herz und sagst, ich bin ja so reich beschenkt. Gott, ich will ein guter Verwalter sein. Es gehört dir alles. Ich will dir alles geben. Ich will alles für dich einsetzen. Wie soll ich das machen? Mit einem fröhlichen Herzen. So das weltliche Prinzip, von dem wir tagtäglich umgeben sind, ist, wir geben, um zu bekommen. Ich gebe Gott, da muss er mir den Segen geben. Ich gebe da eine Spende für dieses Klimawerk, um nicht ein schlechtes Gewissen zu haben wegen irgendetwas. Ich gebe die Steuern, damit sie mir die Straße bauen. Und wenn es nicht richtig geht, dann will ich keine Steuern mehr zahlen, was auch immer. Ich gebe, um zu bekommen. Jesus hat ein völlig anderes Denken. Er sagt, wir haben bekommen. Wir haben so viel bekommen, um zu geben. Wir haben so viel bekommen. Wir sind so reich gesegnet, um zu geben. Ich möchte euch bitten, zum Schluss euch einen Moment Zeit zu nehmen. Ich habe 2 Wörter hier, die ich euch für einen Moment der Stille mitgeben will. Das eine ist das plötzlich. Malachi sagt, prüft euch. Da kommt dann plötzlich dieser Bote. Und wir werden auch aufgefordert, uns bereit zu halten, wenn Jesus wiederkommt. Bin ich bereit, wenn er kommt? Das erste, bereit, bedeutet, dass ich einfach Jesus alles gebe, alles hingebe. Alles. Das Schöne ist, ich darf ihm meine ganze Schuld und Sünde geben. Und er hat am Kreuz dafür bezahlt. Ich darf seine Vergebung, diese geschenkte Vergebung annehmen. Und ich darf ihm mein ganzes Leben geben. Das zweite Wort, Besitz. Besitz. Wie gehe ich mit meinem Besitz um? Was bedeutet das als Prüfstein für mich? Freue ich mich, wenn ich so diese Gedanken habe, es gehört alles Gott? Wenn am Ende des Monats der Lohn kommt, es gehört alles Gott. Danke Gott, dass du mir so viel anvertraust, um das zu verwalten. Ich will das gut machen, so dass es dich ehrt, Gott. Und dann waren da diese Leute bei Maleachi, oder? Da war Dürrezeit und da waren diese Schädlinge, die haben gesagt, ja weißt du, im Moment geht es gerade nicht. Im Moment ist es gerade ein bisschen schwierig. Wir haben ein paar Probleme. Wir müssen doch schauen, dass es irgendwie funktioniert. Und Maleachi sagt, Achtung, ihr habt etwas verpasst. Es geht nicht, weil ihr falsch denkt. Habt ihr schon mal überlegt, dass es an dem liegen könnte? Es geht nicht, weil ihr nicht auf Gott ausgerichtet seid, weil ihr nicht eure Pflichten erfüllt, weil ihr nicht euren Zehnten bringt, mit dem Herzen dabei seid. Darum geht es nicht. Wenn ihr es machen würdet, prüft mich doch, dann werdet ihr doch sehen, dass ich für euch schaue. Nicht umgekehrt. Manchmal denken wir, es geht nicht und ich kann Gott fragen, okay Gott, vielleicht habe ich nur wenig, aber mit dem wenigen, was ich habe, wie kann ich dir dienen? Du hast mir das anvertraut, was ich habe. Wie darf es dir dienen, Gott? Wie darf es dir Ehre machen? Wir dürfen ganz praktisch fragen, mit dem Geld auf dem Konto. Wie darf das Ehre machen? Wie darf das Gott Ehre machen? Ich meine jetzt nicht, ihr müsst alles Geld der Kirche bringen. Aber Gott Ehre machen. Wie kann das eigene Auto Gott Ehre machen? Wie kann ich sogar mit meinem Wohnwagen Gott Ehre machen? Mit einem Ferienhaus? Wie kann ich Gott Ehre machen mit meinem Haus? Dem, was ich habe. Nehmt euch einen Moment der Stille, um diese Wörter anzuschauen und überlegen, was trifft euer Herz, wo möchte Gott dir etwas mitgeben.
Danke, Jesus, für diesen Text in Maleachi. Er hat die Leute damals herausgefordert. Und mich fordert er auch heraus. Das heißt davon plötzlich, dass du plötzlich kommst, Jesus, und ich freue mich auf den Moment, wo du wieder kommst. Weil du machst alles gut. Und ich will bereit sein, Jesus. Und ich will dich bitten, dass du uns zeigst, wo wir nicht bereit sind. Und dass du uns ein freudiges Herz schenkst, uns bereit zu machen. Zwar nicht mit unseren 10%, sondern mit allem, was wir haben, was du uns anvertraust. Und ich will dir Danke sagen, Jesus, für alles, was du uns anvertraust, dass wir so reich beschenkt sind. Materiell, vom Leben her, aber vor allem auch mit dem Geschenk, das du uns machst durch das Kreuz, wie du stirbst, Jesus, an unserer Stelle, für unsere Schuld und Sünde, und wir dürfen kommen und dir alles geben, wir dürfen dir unsere Schuld und Sünde geben und du wäschst uns rein, dass wir geläutert sind. Und wir dürfen dir unser ganzes Leben anvertrauen und wir werden es gewinnen. Du sagst, Jesus, wer sein Leben selber versucht zu gewinnen, wird es verlieren. Aber wer es verliert, um deinetwillen, der wird es gewinnen. Und Jesus, wir wollen das auch bewusst aussprechen, sagen, denken. Wir vertrauen dir, dass wenn wir unser Leben dir geben, dass du es zum guten Ziel führst. Zu dem ewigen Ziel, zu einem ewigen Leben in deiner Gegenwart. Zu einem Ziel, wo wir gar nie hinkommen können selber. Aber mit dir schon. Und danke, Jesus, dass du uns da so viel anvertraust. Und danke, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist in uns lebst. Was für ein unendlicher Segen. Können wir nochmals ganz neu denken, was es bedeutet, uns hinzugeben. Dir hinzugeben, Jesus, weil du ja in uns bist. Und wir haben ja noch viel mehr als unseren irdischen Besitz. Wir haben all diesen geistlichen Segen. Danke, Jesus. Und danke, dass wir so einfach klein zu dir kommen dürfen. Aber wir sind nicht klein, weil du machst uns groß. Du erfüllst uns mit deiner Herrlichkeit. Deine Gnade, die hat uns befreit. Du machst uns unglaublich reich durch dein Blut. Danke, Jesus. Amen.